Wir müssen gewinnen. Wir müssen gewinnen. Buchstabe! A, B, C, D! Oh nein! Ich bin echt aufgeregt, was jetzt gleich im Finale passieren wird. Ich will, dass wir gewinnen und ja, dass alle glücklich sind. Nur eine Klasse gönnt bei SRF Kids Next Level. Ist es die 5. Klasse von Schwanden oder die 5. Klasse von Netztel? Wir finden es zusammen raus. Schön bist du dabei. Das ist das letzte Level. Das ist unser grosses Finale. Ein Schulhaus, 3 Teams, 6 Level. Das ist SRF Kids Next Level. Es ist um Teamwork und Geschicklichkeit gegangen. Sie mussten Mut beweisen. Oh mein Gott, mein Herz. Sich Sachen merken. Wer ist das? Und ein bisschen Glück hat es auch noch gebraucht. Immer wenn es ein Glücksspiel gibt, dann verliere ich. Challenge um Challenge haben sie Sterne gesammelt. Nur die 2 Klassen mit den meisten Sternen haben es ins Finale geschafft. Im Finale sind die 5. Klasse von der Alessandra und dem Elias aus Schwanden. Es ist toller als das Tollste der ganzen Universum. Und die 5. Klasse aus Netztel mit dem Marc und der Riola. Super, mega bombastisch. Weil ich hätte echt nicht gedacht, dass wir ins Finale kommen. Das ist eine Meisterleistung. Alle Folgen findest du auf srfkids.ch oder auf YouTube. SRF Kids, da lässt du am besten ein Abo da. Und jetzt ist eben die Frage, ja, wer gönnt das grosse Finale? Mein Herz pöpperlet wie verrückt. Es ist mega krass, wenn man vor der letzten Challenge ist und man denkt, noch eine Challenge und wenn wir gewinnen, können wir im Zoo Zürich übernachten und wir haben einen riesen Pokal über. Wenn wir verlieren, haben wir ein mega schönes Andenken an das, dass wir da sind, nämlich unsere Liebling und das, was in unserem Kopf ist. Man hat ja immer wieder Gruppenchallenge, wo Teamwork gefragt ist. Und ich finde, das hat unserer Klasse vor 2-3 Wochen schon noch ein bisschen gefehlt, vor allem wenn man das im Sport so anschaut. Ja. Das hat uns schon ein bisschen gefehlt, aber dank SRF Kids Next Level haben wir es jetzt wieder. Die 2 Teams sind ready. Wir schicken sie in unsere allerletzte Challenge in unseren grossen Parkour, und zwar in der Turnhalle. Das ist er jetzt, der Finalparcours. Die Kinder treten in einer Stafette an und die Klasse, die am schnellsten ist und den Buzzer im Ziel zuerst drückt, die gönnt SRF Kids Next Level. Zuerst geht es im Slalom um die Stange da oben. Dann müssen alle Ballone so schnell wie möglich verplatzen. Und weil das Team von Netztel mit 5 Sternen mehr ins Finale eingezogen ist, kommt Netztel beim Parkour einen Vorteil über. Sie müssen 3 Ballone weniger verplatzen als Schwanden. Wenn alle Ballone verplatzt sind, müssen sie Kopf voran durch die Wand aus Papier guppen. Das muss man sich zuerst mal trauen. Dann heisst es, so schnell wie möglich die Stangen hochklettern und hoch oben den farbigen Stab holen. Den braucht es nämlich für den nächsten Posten mit der Stern-Pinata. Mit dem Stab müssen die Kinder so lange auf den Stern einschlagen, bis er aufgeht und alles, was drin ist, rausgeht. Im Stern hat es neben Süßigkeiten noch etwas anderes drin, nämlich Buchstaben. Mit diesen Buchstaben geht es ab ins Zelt. Im Zelt innen müssen die Kinder ein Buchstabenrätsel lösen. Aber im Zelt ist es stockdunkel. Dass die Kinder beim Rätseln etwas sehen, muss ein Klassengespännchen draussen auf dem Velo strampeln. Nur dann geht nämlich eine Lampe im Zelt an. Haben sie dann die 3 richtigen Wörter gefunden, geht es weiter zu den Schatzkisten. Dass das Schloss bei den Kisten aufgeht, müssen sie mit den Wörtern einen Zahlencode knacken. Ist der richtige Zahlencode gefunden, muss die riesig lange Kette um die Kiste noch weg. In der Schatzkiste ist dann der letzte Hinweis drin, nämlich wo das Ziel des Parkours ist. Und die Klasse, die dort den Buzzer zuerst drückt, hat gewonnen. Bei unserem Finalparcours wird es also nicht nur sportlich. Sie müssen auch schlau überlegen und sich konzentrieren.
Ich glaube, der Puls der steigt langsam aber sicher bei unseren Kandidaten und Kandidatinnen. Die letzte Challenge steht an und wir spielen ja um etwas. Es geht um Ruhm und Ehre, aber eben auch um einen tollen Hauptpreis, um einen Pokal und eine Übernachtung im Zoo Zürich. Die ganze Klasse, die gönnt, darf dort schlafen und unter anderem erleben, was die Tiere da in der Nacht so machen. Fetter Klassenausflug, wo sich also lohnt, Gas zu geben. Und genau das machen wir jetzt. Vom Team Schwanden im gelben T-Shirt steht die Karschi parat. Und im hellblauen die Livia von Netstl. Karschi von Schwanden legt super los. Die Livia von Netstl weiss noch nicht so genau. Jetzt hat sie es herausgefunden. Und sie holt mit dieser Taktik aber auf. Netstl startet ja mit einem Vorteil ins Finale. Die Livia hat 3 Ballone weniger zum Verplatzen. Die Livia von Netstl ist schon bei der Stange. Die Karschi aber ist immer noch an den letzten 2 Ballonen dran. Der Abstand zwischen den Teams wird grösser. Die Livia hat den Stab. Schnell zum nächsten Posten, wo der Ramadan wartet. Er legt direkt los mit der Piñata. Endlich nur noch ein Ballon. Der Simeon von Netstl ist schon fest am Trampen. Aus den 12 Magnetbuchstaben müsst ihr 3 Wörter formen. Jedes Wort besteht aus 4 Buchstaben. Diese 3 Wörter sind Nomen. Sie haben etwas zu unserem Game SRF Kids Next Level zu tun. Wir müssen die richtige... Der Ramadan hat es geschafft, der Stern ist offen und jetzt muss er suchen. Warte. Wir müssen Magnetwörter. 12 Magnetwörter. Magnet. Im Team Schwanden läuft es nicht so. Die Karschi kämpft immer noch mit dem letzten Ballon. Karschi hat den Stab. Jetzt ab zum Moritz. Ultimativ spannend. Die einen zuerst so viel Vorsprung und nachher holen die anderen gleich wieder auf. Wirklich gut. Es bleibt spannend. Team Netstl sucht immer noch die richtigen Sachen fürs Rätsel im Zelt. Ah, jetzt sieht es so aus, als hätte der Ramadan das Richtige gefunden. Hat es da innen nichts? Hä? Ah, doch nicht. Such Buchstaben! Der Moritz vom Team Schwanden geht zum Zelt. Hat er die richtigen Sachen? Ja, wie aus den 12 Magnetbuchstaben. Buchstaben aus Magnet! Vor dem Zelt müssen sie jetzt fleissig trampeln, dass die drinnen Licht haben. Wer bringt mir das Lösungswort oder die Lösungswörter als erstes? Ich bin gespannt, wirklich. Oh, ich bin so richtig am Mitfiebern. Hä? Kids? Kids! Es sind 3 Wörter. Kids? Schwanden ist also fleissig am Rätseln. Netstl wartet immer noch auf ein paar Buchstaben. Buchstaben! A, B, C, D! Oh Mann! Es ist aber schon ein bisschen fies. Die Buchstaben sind verteilt auf 3 Säckchen und zum Rätsel lösen brauchen sie alle 12 Buchstaben. Und mit diesen 12 Buchstaben müssen sie 3 Wörter finden und die 3 Wörter haben etwas mit SRF Kids Next Level zu tun.
Findet der Ramadan das letzte Säckchen mit den Buchstaben noch rechtzeitig? Oder hat Team Schwande die 3 Wörter zuerst? Gerade sind beide noch am Rätseln. Mach Treppe! Go! Was haben wir? Z. Ja, jetzt machen wir! Ich finde es nicht mehr. Einer ist weg. Nein. Ja, da. Da. Rama, du schaffst das! Fehlen noch 4! Es fehlen noch 4! Go! Los, Ramadan! Erik, los! Linse. Könnt ihr Linse? Linse? Nein, Linse. Was sollen wir bilden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Next! Wo ist Next? Label wahrscheinlich. Nein. Kids Quiz Line. Wir müssen das rausnehmen. Das Team Schwande glaubt, sie haben die richtigen Wörter gefunden. Ja, nur das stimmt. Das stimmt. Nein, stimmt nicht. Kids Quiz 1. Cool. Super! Jetzt hat auch das Team Netztel alle Magnetbuchstaben. Simmer! Weiter! Simmer! Mach Simmer! Kids! Ja, Kids! Mach das S! Neu! Wo ist sicher? Nein, das ist aber nicht 3. Das sind 4 Buchstaben. Quiz! Oh, Netztel holt auf. Jetzt haben sie auch ein Lösungswort gefunden. Quiz. Und wie sieht es bei Schwanden aus? Kurz! Hä? Kids! Kurz! Eile! Nein, Kids, doch Kids! Nein, das ist Kids mit einer Z. Zieht sich mit dem Buchstabenrätsel. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Oh! Nein, Hä? Was ist das? Wir können das noch mal abbrechen. Wir müssen die... Nein, wir schaffen das. Es sind 3 Wörter. LED, Quiz, LED. Was tut und macht in diesen Zelt? Ziel! Klein. Spannend. Welches Team findet euch zuerst die richtigen Wörter? Das stimmt. Jetzt Quiz. Nein, Elia! Kitzlein! Quiz! Wo ist das Kuh? Erik! Team Schwande probiert es nochmal. Mach auf! Das stimmt. Komm on! Mach auf! Was ist mit dieser Lampe los? Mach auf! Mach auf! Komm raus! Ja, sind wir an mir Hand!
Stimmt. Netstl hat es gerade beim ersten Versuch richtig. Die Lösungswörter sind Quiz, Kind und Ziel. Netstl überholt Schwanden wieder. Da ist K! Da ist K! Jetzt müssen Christopher und die Ava das Schloss mit dem richtigen Zahlencode knacken. Wieso 8? Wir versuchen alles. Ziel! Ziel! Ja! Schwanden hat das Buchstabenrätsel jetzt auch geschafft. Der Joris und die Elvin können anfangen zu tüfteln. K, 2, 4. Nein, ich brauche davon. Was kommt dafür? 5. Und jetzt dafür? 4. Hoffentlich stimmt's. Was? Da? Ja. Oh. Ja, noch eine. Ah, nur eins. K ist 20. Ja, was jetzt? 4, 2, 5. 4. 4, 2, 5, 4. Oh, Team Schwanden hat als erstes das Schloss offen. Jetzt aber schnell die Kette wegnehmen. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schwanden und Netstl. Oh, Team Schwanden weiss, wo das Ziel ist. Ich gratuliere. Was geht in euch vor? Ja, mega Aufregung. Also ich habe gedacht, oh mein Gott, wenn reinkommen, was wird das? Wer gewinnt jetzt? Verlieren wir oder gewinnen wir? Es war richtig aufregend. Wir haben schon mit der Klasse besprochen und dann meinte sie auch, wir können traurig sein, aber nach 1-2 Wochen ist es dann fertig, weil es ist halt passiert, was will man daran machen? Es geht ja nur um den Spass da. Ja. Ich übergebe euch euren Preis. Und natürlich... Ja, das war von SRF Kids Next Level in dieser ersten Staffel. Wir haben aber schon eine nächste Staffel geplant und das ist Stichwort für dich. Du darfst dabei sein, wenn du willst, melde deine Klasse an auf srfkids.ch. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns schon ganz bald hier bei SRF Kids Next Level. Ich würde mich freuen.